Servus Leute, zu einem neuen Vlog bei Stralemanski. Ja, und heute mal mit einem Problem, was ich noch nie hatte. Endlich wieder Moped fahren. Also, Problem, das wo ich noch nie hatte, die Maschine ist übrigens schon warm, weil ich musste sie laufen lassen. Weil meine Batterie im Arsch ist. Moped 2009 gekauft, 2018 Batterie im Arsch. Also 9 Jahre gehalten. Ich sage einmal, da darf die Batterie kaputt gehen. Das heißt, ich kann jetzt nur eine Runde drehen und fahre dann eigentlich wieder heim. Bloß dass einmal die Bremsen alles einmal wieder ein wenig, ja, ist ein bisschen Flugrost drauf. Das alles einmal wieder ein bisschen in Gänge kommt. Und dann muss ich mich nachher noch in Batterie kümmern. Ich habe gemeint, dass es noch geht. Habe es innen aufgeladen. Aber leider geht da nichts mehr. Die ist defekt. Also habe es voll aufgeladen, eingebaut, wollte wieder anspringen lassen. Ladegerät zeigt an, dass sie voll ist. Glaube ich. Ich habe gar nicht geschaut, ob das Ladegerät defekt auch anzeigen kann. Keine Ahnung. Auf alle Fälle springt es nicht an. Habe ich dann die Batterie übers Auto fremdgestartet. Das Moped meine ich nicht, die Batterie ist Moped. Und siehe da, Moped springt sofort wieder an. Und deswegen haben wir gedacht, hey, fahren wir mal ein bisschen. Einfach mal die Sonne genießen. Später fahren wir noch ein bisschen fort mit dem Kleinen. Aber jetzt einmal schnell halbe, dreiviertel Stunde bloß einmal schnell wieder ein bisschen Moped fahren. Einfach mal ein bisschen raus. Ja, leider Gottes ist die Batterie im Arsch. Also ich hatte das Problem noch nie gehabt. Ich lasse ja das Motorrad, ist vielleicht jetzt nicht gerade vom Umweltgedanken her das Beste, aber für die Batterie hat es anscheinend nicht geschadet. Ich lasse die einfach, habe ich die immer sonst halbe Stunde, ja 20 Minuten, halbe Stunde, alle 2 Wochen im Winter mal laufen lassen. Oder ich bin im Winter auch gefahren, also dann habe ich es ja gar nicht machen brauchen, wenn das Wetter so gut war, dass wir da gar nichts machen haben. Ja, und deswegen dieses Jahr leider alles ein bisschen anders. Der Winter ein bisschen strenger. Dann unser Nachwuchs, der hat uns in Trab gehalten und deswegen ist da auch das Moped ein bisschen kürzer gekommen. Mein Gott, na, ist so. Wenn das nicht so wäre, glaube ich, dann wäre was nicht in Ordnung. Aber das ist halt so. Jetzt brauchen wir halt mal eine neue Batterie nach 9 Jahren. Also ich weiß viel vom Forum, die haben die ersten 3-4 Jahre schon eine neue Batterie gebracht. Also da darf ich mich jetzt glücklich schätzen. Da ist alles im Rahmen. Hätte ich gesagt. Kabel, Mann. Ja, wie ihr seht, das ist alles ein bisschen schnell. Also, naja. Ja, und dann war mal noch eine Frage, was für eine Batterie habt ihr eingebaut? Was könnt ihr da so empfehlen? Also es muss nicht die günstigste sein, das ist mir eigentlich scheißegal, muss ich sagen. Hauptsache das Ding läuft wieder. Und ich habe lange vor der Batterie eine Freude, weil ich habe keinen Bock, dass ich alle paar Wochen wieder oder was ich, alle 2 Jahre Batterie wechsle. Also gut, ich sag, so lang wie die wird wahrscheinlich keine mehr halten, vermute ich einmal. Aber ist ja egal. Solange da schon 4-5 Jahre halt, sage ich einmal. Vor allem ist das Problem, ich werde nicht mehr so viel fahren können. Also ich bin ja wirklich viel Motorrad gefahren, muss ich echt sagen, sehr viel. Es ist dann schon mit dem Umbau angegangen, dass man da weniger gefahren ist, weil man einfach weniger Zeit hat, wenn man ein Haus hat, dass man da selber mal ein bisschen, wenn man viel selber dran macht. Und ja, Hochzeit dann noch, auch weniger Zeit, auch viel zu organisieren. Aber ich habe schon mal Jahre dabei gehabt, 20.000 Kilometer, 25.000 glaube ich, waren wir das Maximum waren schon drin. Also naja, aber es wird auch wieder anders, da fahren wir wieder mehr. Jetzt ist halt was anderes im Mittelpunkt. Na, was machen die da drin? Fotografieren oder was? Mann, die Jugend heute wird man nicht verstehen.
Ja, Leute, also schreibt mal in die Posts, der meine Videos anschaut, was für eine Batterie empfehlt ihr, was habt ihr so verbaut, mit was seid ihr zufrieden? Das würde mich echt einmal interessieren. Und dann hätte ich gesagt, hören und sehen wir uns das nächste Mal. Ich mache jetzt gleich noch einen anderen Vlog im Anschluss, weil ich kann einfach die nächste Zeit dann wahrscheinlich nicht fahren, weil ich erst eine neue Batterie brauche. Aber deswegen machen wir jetzt dann gleich mal 2 oder 3 Vlogs hintereinander. Mal schauen, was mir so einfällt, dass ihr einfach mal ein bisschen wieder versorgt seid mit Material. Und in diesem Sinne sage ich Servus, habe die Ehre. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Servusla!